Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und an dieser Stelle einfach mal herzlichen Dank für 200 Abonnenten. Ich habe gerade heute Morgen gesehen, dass wir sie geknackt haben. Und ja, also ich bin sprachlos. Ich habe 130 Abonnenten jetzt in der letzten Woche gekriegt. Das ist echt krass. Also vielen, vielen Dank. Wie ihr seht für das heutige Video, die Qualität ist einfach mal 5 Levels rauf. Ich habe einen Kameramann für heute. Sehen Sie als kleines 200 Abonnenten-Special. Und heute geht es an ein Gewässer, wo ich noch nie war, und zwar an die Landquart. Es hat geregnet gestern, also ich bin gespannt, wie es ist mit dem Wasserstand und wie dreckig es ist. Aber Sepp wird sich dann zeigen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn wir dort sind. Ciao, ciao! Ja, ich weiss nicht, wie gut das heute wird, weil die Bäche haben viel Wasser, habe ich gesehen, und die Landquart ist wirklich grau. Ja, wir gehen mal noch, glaube ich, ein bisschen weiter rauf, um zu schauen, wie es dort aussieht. Aber wenn das auch nichts ist, dann müssen wir halt ein anderes Gewässer suchen zum Fischen. Aber das geht's. Ich schaue jetzt gerade nach Seitenbach, wo man fischen könnte. Hier sehe ich den Schrankenbach, aber ja, der ist erst am 1. Mai offen. Sieht nicht gut aus bis jetzt. Furnerbächli, auch nicht offen. Ja, also ich glaube, wohl oder übel müssen wir gleich woanders fischen. Vielleicht an der Galoriweiher. Weil hier in dieser grauen Suppe, da fängst du nichts, die beißen nicht. Oder gut, wenn man so ein praktisches Auto hat. Ah! Jetzt habe ich echt eingehängt, Digga. Aua! Der gute KS 19 dürfen auch nicht fehlen. Also wir sind hier am Galoriweiher. Es ist kein Riesensee, aber es lässt sich Egli fangen, Regenbogenforelle, Bachforelle, Schleien, Karpfen, alles mögliche. Und wie ihr seht, es ist sauberes Wasser. Das ist wichtig und richtig. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ans Ufer und probieren. Oh, das sieht mal gut aus. Ich habe noch nie von diesem Ufer hier gefischt. Eben, du siehst immer so Blöterchen im Wasser, aber ich weiß halt nicht, ob das Fisch sind oder Gas, das austritt aus dem Boden. Weil einer hat mir noch mal gesagt, dass da immer mal wieder Gas rauskommt. Ich weiß es nicht. Vielleicht mal eine Flüge oder so genau dort drauf werfen und schauen, ob etwas beißt. Ja, ich freue mich. Ein kleiner Reminder, tun doch bitte so Zeugs in den Kübel, weil es hat extra Kübel für das. Wir sind euch alle dankbar. Also, ja. Anfangen tue ich mit einem 4,5 Gramm Löffel von Stucky Fishing. Ich glaube, die Farbe heisst Blau? Ja, blau heisst sie, genau. Das ist einfach so orange-schwarz mit blauem Glitzer. Das sollte, glaube ich, ein Bachsaibling oder so imitieren. Beim Löffel probiere ich immer so langsam wie möglich, dass er halt immer so schön von Seite zu Seite kippt. Das sollte eigentlich den Bissreiz auslösen beim Fisch. Und weil es ein 4,5 Gramm Köder ist, also nicht so schwer, ist er auch eher nah an der Oberfläche. Es gibt auch welche, die tiefer absinken. Mozzi zum Beispiel, die sind 11 Gramm oder so, die sind ein bisschen tiefer. Was wir normal probieren könnten, wäre so dort hinten zu gehen, wo jetzt gerade noch Schatten ist. Weil so das Spiel von Sonne und Schatten lässt eben der Köder auch ein bisschen auffälliger erscheinen. So, alles auf Mane, wir verschieben Richtung meiner Hand. Gruß an alle Kameraden aus dem Militär. Ich habe gerade gemerkt, dass ich meine Flügerroute noch im Auto habe. Aber es fängt an zu luften, also wäre das glaube ich nichts heute. Hier gerade am Ufer ist alles voll mit irgendwelchen kleinsten Lebewesen. Müsst ihr mal schauen. Seht ihr das hier rumschwimmen im Wasser?
alles, ich weiß nicht, was das sind, Wasserflöhe oder irgend so etwas. Also da drinnen würde ich nicht baden. Also tun jetzt den Köder wechseln und mache gleich, was ich eigentlich gesagt habe, mache ich nicht. Und zwar tue ich einen Gummijig her, wieder so einen kleinen 5 cm mit 6 Gramm Gewicht. Wir sind jetzt schon über eine Stunde da und es hat noch kein Biss gehabt, noch kein Lebenszeichen von Fisch. Deswegen probiere ich jetzt mal den Boden abzufischen mit dem. Jetzt habe ich gerade einen getroffen, den ich schon mal am Rhein getroffen habe, der auch heute Morgen da war am Fischen. Und eben scheinbar um 6:30 sind sie am Kumpen. Also wir sind vielleicht ein bisschen zu spät schon. Jetzt sollen wir mit der Flügerroute früher kommen. Aber jetzt weiss ich es für das nächste Mal. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal eine Pause, ein Gipfeli oder so essen. Weil bis jetzt hatte ich noch keinen Biss und Magen knurrt. Mit Product Placement, Digga. Mit Openmaltine kannst du nicht besser, aber länger. Und das werde ich heute brauchen. Jetzt probiere ich es einmal mit einem anderen Gummifisch. Der hat ein bisschen mehr Gewicht, ist auch ein bisschen grösser. Und ist eigentlich für klares Wasser und Wolken ausgelegt. Wir haben jetzt halt klares Wasser und Sonne. Mal schauen, wie weit wir mit dem rauskommen. Der war schnell am Boden jetzt. Ich habe gemeint, der See wäre tiefer da. Vielleicht habe ich vorher etwas dran gehabt, ich weiß es aber nicht. Weil vorher mit über die Steinzüge hat es sich genau gleich angefühlt. Also für die Moral sage ich, war ein Fisch. Genau wie jetzt. Wow, shit. Ein Hänger. Ja. Mit dem Vorfach abgebrochen. Mist. Wenn ihr seht, der Ufergrund ist halt voller Äste und dort habe ich jetzt auch meinen Jig verloren. Und das ist halt rundum der See so, deswegen habe ich auch schon so viel verloren hier. Ja. Jetzt tue ich ein neues Vorfach dran binden mit einem FG-Knoten. Für das brauche ich hier so ein Fluocarbon-Vorfach. Das ist im Wasser auch recht schlecht sichtbar. Und zwar komme ich hier mit der Schnur mit dem Vorfach von unten her und mache dann eigentlich immer so das Achte und ziehe immer wieder ein bisschen an, dass ich das eigentlich dann wie um die geflochtene Schnur aufwickle. Und wenn ich jetzt hier etwa so 1,5 Santi habe, da habe ich zwar einen kleinen Fehler gemacht, aber so nach 1,5 Santi kann ich die zwei Enden von geflochtenen und von Monoschnur miteinander verknoten, dann abschneiden und veröden, dass es halt dann schön geschmeidig durch die Ringli gehen kann. Den Knoten habe ich auch vom Ili aus dem Fischerladen, der den Kurs bei ihm gemacht hat, der Sana-Kurs, hat er mir den gezeigt. Dann haben wir halt einmal einen Mozzi da dran. Das ist meine Go-To-Waffe beim Marmoreersee. Aua. Also mit Rückenwind, so dünner Schnur und so einem schweren Köder komme ich da fast auf die andere Seite. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze so langsam, weil es kommen auch immer mehr Leute hier baden und dann verscheuchen sie die Fische. Aber für das nächste Mal weiss ich muss früh am Morgen gehen mit der Flügerroute. Ja, also das sollte es sein für heute. Wir gehen jetzt auf den Highway. Besser gesagt, im McDonald's noch geschwind zum Mittagessen. Aber ja, gefischt wird es heute nicht mehr. Ich probiere es dann eben mal am Morgen wieder hier mit Flügerroute. Und ja, dann wäre es das gewesen. Danke vielmals fürs Einschalten und dann sehen wir uns am Ufer wieder im nächsten Video. Also, ciao, ciao!